Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Und ja, meine liebe Freunde der Blasterei, heute werde ich euch ein bisschen fremdgegangen. Aber es ist halb so wild. Wobei, ja, das dürft ihr dann beurteilen, ob das wild ist oder nicht. Aber wir haben heute mal ein bisschen ein Hebeles Blaster. Ja, ein Hämmerles Blaster Vergleich der anderen Art, weil heute werden wir die erste Software hier haben. Hätte ich fast Software gesagt, aber Software. Ja, aber das hat Software gekauft und das ist nicht meine erste Software, aber die erste, die jetzt also die erste, die ich jetzt noch hab, so in etwa. Aber Gott heute, Revolverle mit Hämmerle, sowas. Und vor allem sowas. Und da habe ich noch auf der Seite noch zwei und auf der Seite noch zwei. Die schauen wir uns nachher dann auch noch an. Ja, wieder unterschiedlichste. So ganz zum Schluss haben wir noch Software. Ich würde jetzt sagen, wir machen Messwerte. Das geht auch Hämmerle. Das ist die ganz dicke Wumme. Aber Messwerte. Haben wir mal das Messmittel. Aufwachen, geht was zu messen. Ich messe. Ich will das immer noch mit Ton haben, so mit dem Wanderstil. Ich messe, wo der dann seinen Meterstab auspackt und leg mal los. Das war mein erster Nerv. Oder auch nicht. Ich hab zwei davon. Ich habe halt zwei Hände, das ist völlig logisch. Und eine davon, ich habe sie nicht markiert. Eine davon war mein erster Nerv, die andere halt, was weiß ich wie viele. Aber ja. Auto. 19,9 Meter pro Sekunde. 19,1 Meter pro Sekunde. 19,6 Meter pro Sekunde. 19,3 Meter pro Sekunde. 18,5 Meter pro Sekunde. Und 70,7. Und es waren alles 6 Schuss. Notieren wir das. Das macht den Metal. Da muss ich meinen Block herholen, dass ich es noch euch vorlesen kann, weil merken kann ich mir sowas nicht. 19,9 im Mittel. Im Minimum 17,7 und im Maximum 19,0 im Mittel. 19,9 im Maximum. Ja, erzählt der Ingenieur wieder Blödsinn. So, dann haben wir erst einmal Resetter. Zurück. Und dann haben wir dasselbe mit Hülse. Da haben wir bloß 5 Messwerte haben. So. 13,0. Uiuiui. 60,4. 50,3. 50,7. 50,1. Und das waren sie alle. Das kennt man auch. Ja. Gut, das mit der Hülse ist ein bisschen. Also, man könnte auch einfach mal einen Zylinder bauen. Oder die Drucker, der die Hülse da einfach weglässt. Aber es ist halt ein cooles Gimmick, wie das so heißt. Also, Werte notieren. Wir haben im Durchschnitt 50,1 Meter pro Sekunde. Das sind 4,9 langsamer. Minimum 13,0. Im Maximum 60,4. So, dann haben wir, ja, das sind quasi die fast voll lange Pfeile. Ich meine, hier sind sie 3/4 lang, hier sind sie voll lang. Jetzt ist mal, einen habe ich noch mit kurzen Pfeilen. Ich glaube, das machen wir dann zum Schluss noch als Special. Da muss ich doch einen Videoschnitt. Das fällt mir jetzt noch ein. Muss ich mal gucken, wo ich den habe. Auf jeden Fall haben wir da auch noch mit so ganz kurze Pfeile. Dann haben wir da mit so, ja, das sind solche Pfeile. Das gehen wir mal raus da. Das ist so Dinge da. Das packt man dann da rein.
packt man die Hülse da rein. Dann packt man das da rein. Das packt man so rum da rein. Kann man die Trömmel drum. Davon sind wir schon 2 kaputt gegangen. Aber das Coole ist an dem, das kennt man mal testen. Und nee, damit kann man kein russisches Roulette spielen. Also da ist der coolste. Der? Messen wir den zuerst. Aber die Seite und zurück. Ich resette. Und dann 24,4. 50,8. Stark angefangen, stark nachgelassen. 22,8. 25,5. 22,8. Und 24,1. Oh, ganz ordentlich. Ganz ordentlich. Was haben wir Durchschnitt 22,5 Meter pro Sekunde. Dann haben wir im Minimum 15,8 und im Maximum 25,5. Das ist ganz okay. Damit lässt sich leben. So, ich resette. Falsch Taste. Da zurück. So. Und dann. Hoi, 3,6. Was da passiert? 11,5. 10,7. 9,7. 9,5. 10,7. Uiuiuiui. Das ist eine schwache Geschichte. Von denen sind wir schon 2 kaputt gegangen. Da hatte ich mal, weil habe ich auch für jede Hand einen, aber und 2 kaputt gegangen. Dann habe ich irgendwann gedacht, das geht jetzt auf. Also 9,2 im Durchschnitt, 3,6 im Minimum und 11,5 im Maximum. Das ist somit der schwachste in der Runde. Und haben wir dann noch mal so ein, das ist so was ganz Besonderes. Der hat aber, auch so Pfeile wie das da. Das ist halt ein cooles Ding. Das geht dann wieder auf. Das muss man separat. Ja Gott, überhaupt nicht zum russischen Roulette spielen. Das ist halt schon cool. Das macht ein paar Umdrehungen zu wenig. Hey, resetten wir's. Ich bin mir sicher, ihr wollt alle die Software sehen. Was der Blastingenieur da sich für Zeugs gekauft hat. So. Da. Jetzt machen wir den da. Vor allem, was die Software so kann. Diese 12,3. 50,5. Was haben wir da? 50,2. 50,7. Was hält er? Die Pfeile da. (50,0) und 60,2. Da können wir auch den Zylinder wechseln. Müssen wir mal gucken. Oder tauschen. Ist der? Nee, ist nicht kompatibel. Gut. So müsste der ist auch nicht kompatibel. Das passt nicht. So, klappen wir das wieder zusammen. Dann haben wir da
14,9 im Durchschnitt. Ja, ist immer noch. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist die zwei schlechtesten damit in der jetzigen Runde. Dann haben wir 12,3 Minimum und 16,2 Maximum. Das heißt, die rote ist die beste. Wir können es einfach mal nach bisherige Messwerte sortieren. Das heißt, die rote, dann kommt die Nerv, dann das mit der Hülse, dann kommt die weiße und dann die braune. So sind wir jetzt derzeit aufgestellt. Vom Platz her, der ich es gerade so haben wollen. Die zwei da noch. Der ist da. So. Und da haben wir da noch. Lass mich das mal kurz unauffällig währenddessen Resetten, wenn die da Spannungsbogen aufbauen. Wie ein richtiger Profi. Weil da haben wir da Software. Und ja, okay. Nur bedingt dafür Geige. Liegt aber irgendwie gut in der Hand. Das ist ein bisschen ähnlich wie die da noch. Die haben wir preislich selbe gekostet. Die sieht irgendwie ein bisschen hochwertiger aus. Mir gefällt das Rot irgendwie besser. Das, ja, ein bisschen anders sieht es schon aus. Das ist so. Ich glaube, die war auch noch selbe Preiskategorie. Da sind wir zu zwei kaputt gegangen. Nee. Das hat halt auch noch im Griff echt viel Gewicht. Oh, guck. Das sieht dann halt so aus. Da sind die Softwarekugler drin. Könnte man da die Hülse rausdrücken. Ich meine, ähnlich wie bei dem, wobei das auch nur bedingt Sinn macht. Also, wenn man wirklich das Spielerlebnis haben will. So, gucken wir mal. Hab noch nie eine Software verwendet. Also. Ui, da vorne, da die Spalt. Guck, passt der Fingernagel fast da an. Spalt. So. 11,4. 19,9. 29,9. Hui. 24,1. Das findet der Staubsauger. 30,3. Und 30,1. Das heißt, damit hat sie sich auf dem Platz Nummer 1 geschossen bisher. Da sind wir bei 23,9 im Durchschnitt Meter pro Sekunde, klar. Wir haben 11,4. Das heißt, das erste war eher ein Ausreißer. Und im Maximum 30,3. Das ist schon ganz okay. Das kennt man schon fast lassen. Aber mir fällt da noch was ein. Wir haben da nicht noch ein Revolver, das Blaster. Da muss ich mal taktische Schnitt machen. Vorbereitet habe ich es nicht. Und ich baue jetzt da den Spannungsbogen noch auf. Den baue ich jetzt noch auf. Dann baue ich den Spannungsbogen weiter auf und hoffe, dass ich nicht überspanne. Und sage euch einfach mein Dartzone Max. Was ist das? Ein Outlaw. Dartzone Outlaw. Da steht's Outlaw. Es ist auch. Ja, damit können wir sogar fast russisch Roulette spielen. Gut, mit voller Magazin ist das nicht so sinnvoll. Also, wenn man unbedingt verlieren will. Aber ja, nicht zu empfehlen. Gut, auch mit. Also, nee, ist generell nicht zu empfehlen. Aber meist werde bevor ich noch mehr Blödsinn laber. So. Ui, 39,2.
Und er hat mich auch erwischt. 40,3. 35,6. 24,6 hat er was noch. 36,6. 39,1. Das waren alle 6. Ja, das ist halt. Mein Nachteil bei den Dinger ist, da passiert, wenn man Taste drückt, passiert da überhaupt nichts. Das ist auch bei der Nerf, da passiert überhaupt nichts. Fast gleich zusammen. Und dann Taste drückt, passiert auch nichts. Aber wenn man da Taste drückt, das ist halt witzig. Ich glaube da. Ja. Aber wenn man Trigger drückt, dreht sich dreimal leer. Und ich glaube, ja, das ist dasselbe Prinzip. So. Gucken wir noch von der Outlaw die Mittelwerte an. Oder die Messwerte. Ja, 35,9. Im Mittel 24,6. Im Minimum und 40,3 im Maximum. Meter pro Sekunde, versteht sich. Und damit hat die dann eindeutig gewonnen. Als zweites ist die Software. Dann haben wir die mit die rote da hinten. Dann haben wir die Nerf. Dann haben wir das mit Hülse. Dann war es die weiße. Und ganz zum Schluss die braune da hinten. Aber also viele verschiedene Munitionsarten und viel verschiedenes Zeugs. Und vor allem alle Software auf dem Kanal. Die ist, oder Airsoft. Heißt das Software oder Airsoft? Ich weiß es nicht. Mal so, mal was anderes. Das sind solche Hülse. Sind die? Ich glaube, das habe ich mal testet, das ich mal nicht bekommen. Weil das könnte man eigentlich auch einfach. Kann ich? Wichtige Frage. Ich habe da auch noch alles. Das Gott, oh nein. Jetzt haben wir das geladen. Au, das war der Finger. Das, ja, das wäre auch so eine, das Gott natürlich nicht. Das ist kein hybrider Blaster. Ja, zum Glück aus noch raus. Da ist der Lauf kurz. Jetzt kurz. Das ist dünn. Das bleibt da. Ja, mach's halt nochmal. Eieiei. Manchmal könnte man fast nicht meinen, dass ich klug bin. So. Das da rein. Das raus. Das ist jetzt ordentlich verdrückt. So, dann. Aber andersrum das durchgegangen. So, dann brauchen wir Kügel. Ich bin kein großer Fan von der Munition. Da mag ich die Nerfpfeile oder generell so Schaumstoffpfeile lieber. Die findet sich einfach leichter wieder in der Wohnung. Dann, hier, gucke. Das war ein sehr schwaches Vergnügen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Machen wir das nochmal. Das ist eher, dass es rauskullert, wie dass es wirklich rausschießt. So, jetzt dreht das dann um. Jetzt das.
war das. Ist noch drin. Jetzt muss ich da noch. Seht ihr das? Da ist es ja. Und jetzt geht das dann da. Ja, das hat schon halbwegs rausgeschossen. Ja, es geht sogar raus. Das heißt, da könnte man die eine Hülse. Kriegt man das? So, das ist jetzt im Netz. Ich ist halt cool. Ja, man kann die Spielerei ja nicht lassen. Das ist auch neue Dinge probieren und Zeugs probieren und ein bisschen Sammelleidenschaft und alles. Und wir haben jetzt noch auf dem Messwerte. Das rechtfertigt vielleicht das, aber ja. Das war auch so einer meiner ersten Blasters. Das war, glaube ich, sogar bevor ich die Nerf hatte. Oder bevor ich irgendeinen Nerf Blaster hatte. Den fand ich irgendwie cool. Aber ja, das verschiedenes Zeugs. Hoffe, euch hat es unterhalten. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Und seht jetzt, bin auch offen für neue Dinge. Gott, das schleicht da seitlich vorbei. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.